Der Adventszeit ist eine sehr schöne Zeit. Ich glaube, wir würden alle mit anstimmen, nicht? Wie gleichen Weihnachten. Das jetzt an schönen Weihnachten zu feiern. Das ist eine sehr schöne Zeit. Aber würde ich reich sein, wenn ich sagen würde, das ist auch eine Drake-Zeit? Das ist, nicht? Warum ist die Weihnachtszeit eine Drake-Zeit? Auf Dezember, Mai, der aus November? War vielleicht ein. Warum ist das so Drake? Eine Vorbereitungszeit, ja. Was merken wir heute? Was tun wir extra in Dezember? Wir tun Geschenke kaufen und die machen alle auch eingepackt. Ja, was noch? Hier ist mal drin sein, right? Kinder sollen nach Hause kommen. Hier ist mal drin sein, ja. Krieg. Was noch? Das sind auch extra Gottesdienste, right? Taub kommen ist auch aus Familie. Und dort du mit verbunden als meine Arbeit, right? Das ist dort meine Aufstehen und so weiter. So, das ist eine Drake-Zeit. Ich glaube, wir würden alle dazu mitstimmen. Und obwohl das eine Drake-Zeit ist das eine ganz besondere Zeit. Das ist wirklich eine sehr schöne Zeit. Und wir machen abpassen, wenn es so Drake ist, dort wir nicht die Wortbedienung von Weihnachten evakuieren, right? Wir sollen nicht für jeden, woran wir Weihnachten feiern. Woran das so wichtig ist für uns als Kinder Gottes. Das ist wichtig, wenn Jesus Christus alles verleiht. Er verleiht seinen himmlischen Thron als Gott. Er leiht sich Mensch geworden. Als Mensch lebt er ein ganz gerechten und vollkommenes Leben. Und dann als junger Mann wird einer sein kann, als 31. Ich glaube, der war 31 oder 32 als Mann. Und dann gibt er sein Leben Krieg für unsere Sünden. Und das ist was ganz Besonderes. Und als Kinder Gottes ist es eine sehr wichtige Zeit, dort wir an diese Dinge denken. Wir haben mal gehört in Englisch, wo gesagt wird, Jesus is the reason for the season, right? Oder auf Deutsch wird einer sagen, Jesus ist der Grund, woran wir Weihnachten feiern. Und über viele Menschen, die nicht nur Kinder Gottes sind, die feiern Weihnachten, right? Über Weihnachten kommen die vielleicht sogar in die Kirche, right? Und die beten Jesus an und verehren Jesus noch einmal an der Grab, nicht? Die wissen nicht wirklich, wer Jesus Christus ist. Aber liebe Geschwister, habe ich jemals darüber nur gedacht, wenn Jesus im Grab geblieben wäre, dann würden wir von der noch einmal in unsere Sünden versklavt sein? Wir würden, right? Und das, was wir in unserem Text lesen, in Matthäus Kapitel 1. Lass mich Vers 20 und 21 noch einmal für uns lesen. Dort sagt du in Vers 20, über uns heu, nämlich Josef, das geplant hat, seit dann keim den Herrn sein Engel in der Arm im Traum und sagt, Josef, du darfst ihn sehen, schu die nicht du fair, die ne früh Maria ne Diete nehmen, wie es dort wird, sei an sich trägt, als vom Heiligen Geist. Und dann sagt der Engel am, und sei Wort, und sei, wird einen Sehen zur Welt bringen, Maria wird einen Sehen zur Welt bringen, den sollst du Jesus nahen, wie es sei Wort sein Volk von ihrer Sünden raten. Du wegen als Jesus gekommen. Jesus meint raten. Und wenn einer darüber denkt, wie dort nötig, dort Volk Gottes zu raten, die Israeliten zu raten, das wird nötig. Was die Juden würden vielleicht gesagt haben, ja, der Messias soll kommen, um Anfall von den Römern zu raten. Aber das ist nicht, was Gottes Wort ansagt. Das Kind sollen sie Jesus nahen, wie es heute wird sein Volk von ihrer Sünden raten. Und dort gibt es noch eine viel größere Feind als die Römer, von denen die Juden müssen geraten werden. Die müssen von ihren Sünden und von ihrer Sklavenhandel so tun, geraten werden. Nun, leider wollen die meisten Juden nicht dort an sein und nicht zugeben, dass sie in ihre Sünden versklavt werden.
Weil wir an der Bibel eine Johannes 8 aufmerken, wo möglich. Johannes Evangelium Kapitel 8. Und so sagt Jesus zu den Juden in Vers 24, Johannes 8, 24, Johannes 8, Vers 24. Das sagt, du wegen sehr arg zu jün, dass die an jene Sünden sterben wollen. So war wir daran denken, dass Jesus redet die Juden hier. Und dann sagt er, wir wollen die nicht glauben, dass ich die ich vergiftet sind, dann wollen die in jene Sünden sterben. Und dann werden wir nun noch Vers 31 bis 36 lesen, von Vers 31. Jesus sagte den Juden, die an ihm glaubten, wenn die bei dir wird bleiben, was ich ihnen gelehrt habe, dann sind die wahrhaftig meine Jünger. Dann wollen die weiten, was Wahrheit ist, und die Wahrheit wird ihnen frei machen. Und sie sagten zu ihm, wir stammen von Abraham her, und sind niemals an wem versklavt gewesen. Wo kannst du dann sein, je sollen frei gemerkt worden? Und Jesus sagte ihm, ich sage ihnen die Wahrheit, wer du sündigt, ist an den Sinn versklavt. Ein Sklav bleibt nicht ewig am Haus. Der Sinn aber bleibt ewig. Und dann sagt er, der ganz bekannte Wirt, der wir vielleicht alle kennen, du wegen, wenn der Sinn ihn frei merkt, dann sei ihr wirklich frei. Jesus ist gekommen, um den Menschen von ihren Sünden zu raten. Er heißt Jesus. Aber er kann uns, liebe Schwester, er kann uns nicht raten, wenn wir nicht ansehen wollen, dass wir einen Rater fehlen. Die Juden waren beleidigt über Jesus, als er ansah, dass sie in ihrer Sünden versklavt wären. Und deswegen nehmen viele Juden ihm nicht an. Und das kriegt, was so tun will. Das kriegt, was so tun will. Er will die Menschen so blind zu ihren Sünden merken, dass sie nicht bloß ihre Sünden ignorieren oder ihre kicken tun, sondern sich beleidigen tun, wenn andere mit an über ihrem Bedürfnis einem Rater reden. Viele Menschen, die äußern sich, wenn einer mit von Jesus redet und ansagt, dass sie Jesus Christus wählen. Und kriegt so weil so tun dort. So schafft er. Und es steht, Jesus unternehmen, äußern sich Menschen über arm in seinem Wort. Sie äußern sich, wie sie sich über ihre Sünden schämen. Und wollen, dass ihre Sünden verstärkt bleiben. Teuerdeigt bleiben. Und obwohl Jesus anhalten will, lehnen viele Menschen am auf. Sie wollen nicht zugeben, dass an Halb fehlt. Also äußern sie sich über Jesus. Und Jesus sagt ganz klar und deutlich in Matthäus 11, Vers 6, selig ist, wer sich nicht äußert über mich. Um besser zu verstehen, was ich hier meine, wenn wir unsere Bibel in Johannes 4 blättern. Hier schlossen wir aus Kapitel 8 nicht, weil wir was Vers aus Kapitel 4 lesen. Es ist eine sehr bekannte Geschichte, aber die Post hier kriegen kann. Johannes 4. Und du so lesen wir, wo Jesus mit einer samaritischen Frau bei Jakobsbaum reden wird. Und Jesus sagte, gib mir was zu trinken. Und dann Vers 9 und 10. Dann sagte die Frau von Samaria zu Jesus, wo kommt dort, dass du mir noch ein Trinkwater fragst, und du bist du ein Jude und ich eine samaritische Frau? Wirst die Juden haben, mit den Samaritern nichts zu tun. Und Jesus antwortet und sagte, wenn du dein Gottesruf kannst, und wisst wer das ist, der zu dir sagt, gib mir zu trinken, dann wirst du am gefragt haben, und er wird die lebende Wunder gegeben haben. Liebe Geschwister, das wäre eine Frau, die sich so über ihre Sünden schämen darf. Sich kein Wunder zu holen, zu der Klockenzeit, wo kein anderer Mensch wo du gewasst sein. Sie will nicht mit anderen Menschen taub sein. Und du wie Jesus. Und Jesus kijkt direkt in ihr Hort an und sieht, kriegt, was fehlen wird. Vers 13. Jesus antwortet und sagte, wer von dit Wuter trinkt, vom Jakobsbaum, dem wird Wasser darschen.
Wer aber dort, wo er dringt, dort abgibt, dem wird niemals mehr darschen. Dort, wo er dort abgibt, wird anarm eine amarande Qual und gibt ewig Leben. Und der früh sagte am Herr, gib mir dort Wunder, dort mir nicht mehr darschen wird und ich nicht mehr bekomme, Wunder schaffen. Jesus sagte und nie rede ganz direkt in die Ehre senden. Er fragt Geh auf den Mann und komm weiter her. Und der früh sagte ich habe keinen Mann. Und Jesus sagte du bist reich, wenn du sagst, ich habe keinen Mann. Du hast 5 Männer gehört. Und der, den du nicht hast, ist nicht dein Mann. Du hast dir die Wahrheit geredet. Und der früh sagte Herr, ich sei, dass du ein Prophet bist. Was meint das? Worum sagt sie das zu Jesus? Ich sei, dass du ein Prophet bist. Was will sie damit sein? Ja, wenn er wisst Krieg, was sie am Leben getan haben, wo erleben wir. In einem paar Vers sagt Jesus zu dass er nicht ein Prophet ist, oder nicht bloß ein Prophet ist, sondern der Messias ist. Und dann Vers 28. Der Frühleit ihrer Wut krieg stehen und ging an der Stadt nahen und sagte den Menschen, komm und seid einen Mann, der mir alles gesagt hat, was ich getan habe. Könnt das der Christus sein? Und dann gingen sie aus der Stadt raus und kamen nach Jesus. Wenn Jesus, liebe Geschwister, wenn Jesus uns von 1. Marius alles sein wird, was wir jemals im Leben getan haben, öffentlich und auch plötzlich, würden wir wollen, dass andere auch diese Dinge über uns weiten würden? Würden wir uns nicht darüber schämen? Uns nicht über Jesus ehren? Oder würden wir Gott loben und preisen, dass Jesus diese Dinge von uns weit und auch versprechen, dass all unsere Sünden zu vergeben, wenn wir die Arm im Glauben bringen und seine Vergebung freuen. Der samaritische Früh hat sich nicht über Jesus geäußert. Wie sie ansagt, dass sie einen Erleiser fehlt. Vers 39 sagt, viele Samariter an der Stadt glaubten an Jesus, wie es der Frühte ansieht, er hat mir alles gesagt, was ich getan habe. Und Vers 41, und da ich dort, was heute anredet, glauben noch viel mehr an ihn. Und dann sehen sie zu der Früh, nu glaube ich nicht nur bloß wegen dort, was du ansiehst. Wir haben nu selbst gehört und wir weiten dort, das wirklich Christus, der Heiland und Retter für die Welt ist. Am Anfang hat diese Früh sich so sehr über ihre Sünden geschämt, dass sie ganz allein am Wutterschatten ging. Und dann, als Jesus direkt sieht, was sie für ein Leben hat, dann ging sie in ihre eigenen Menschen und verteilt was Jesus für ihr getan hat. Schämen sich nicht mehr über ihre vergangenen Sünden, wenn sie wissen, nie wird sie Hilfe an Jesus kriegen. Das Interessante ist, dass die Juden und die Samariter Feinde waren. Und deswegen fragst sie wo kommt das, dass du mich in ein Trunkwute fragst und du bist du ein Jude und ich eine samaritische Frau? Wie die Samariter ein gemischtes Volk mit den Heden waren, haben die Juden die Samariter als Heden geteilt, als Feind geteilt. Und doch weit wie dort der Volk der Samariter auch nicht der Messias ist kommen, lüren deuten. Sie sagte Jesus ganz klar in Vers 25, ich weiß, dass der Messias kommt, der durch Christus heißt, wann der kommen wird, der wird uns alles deutlich machen. Und durch stund der Messias Krieg für Jesus hat bloß einmal muss sein, dass der Messias wir und sie gleift an. Sie gleift an, wie es heute ihre Sünden offenbart. Aber als Jesus der Juden ihre Sünden aufdeckt, dann waren die meisten Juden über Jesus geäußert.
Wenn wir mal Zeit haben, werden wir in ein Haus gehen, einen Tag, und dann Kapitel 23 aus Matthäus Evangelium lesen. Ich ruhe ihn dort down. Matthäus 23. Und lese mal, was Jesus zu den Juden damals sagt. Wo er an ihre Sinnen alle aufdeckt. Und was die Juden dann über Jesus dachten. Die nehmen ihm nicht an, so ist diese samaritische Frühheit. Die waren da über ihm. Die wollen am Krieg durchdaut mehr, wann bloß ging. Und wo sah wir? Eier Jesus Christus anzuraten kann, machen wir am Luten ans erste Senden aufdeigen. Und dann können wir uns entscheiden, wollen wir uns über Jesus euren oder wollen wir am annehmen als leise Entrada. Wenn wir Trainer der Juden kicken, dann sei wir dort der Hauptunklar, der die Juden gegen Jesus Luther brachten, ihn zu verurteilen, wie dort tautjäft der Messias zu sein. Lass mich Verse falsch aus Matthäus 14 für uns lesen. Entschuldigung, Markus 14. Markus Kapitel 14, von Vers 61 bis 65. Markus 14, 61 bis 65. 61 bei. Der Hohepriester frug noch einmal und sagte Jesus, bist du der Christus, den hochgelobenden Sinn sehen? Und Jesus sagt, ich sehe dich, und die wollen den Menschen sehen, wie dem Allmächtigen zur rechten Hand satten sein, und am Sein an der Himmelsweiten kommen. Und dann verrät der Hohepriester sich dort Kleid und sagt, woran braucht wir noch mehr erzählen? Je haben dort gelast, die ihr hört. Was denkt ihr? Er redete die anderen Juden vom Judenrot und sie verdammten am alle zum Tod. Und dann fangen einige an, am zu bespielen und bungen am die Juden zu und schlugen am mit den Pfosten und säte am Prophet, sei wer die schlür. Dann schlugen die Kneigs am mit der Hing und dort gesagt. Liebe Schwester, die nehmen am nicht an. Die werden so sagen, ihr euert über arm. Und dann, als die Juden Jesus in Pilatus brachten, dann sagt Pilatus zu arm, Johannes 18. Und Johannes 18, 35. Pilatus sagte Jesus in Johannes 18, Vers 35, er sagt, den eigenen Volk, und der Hohepriester haben die hier in mir gebracht. Was hast du getan? Liebe Geschwister, was hat Jesus getan? Er verleiht sie den himmlischen Thron, leiht sich Mensch worden, um uns von unseren Sinnen zu raten. Und Pilatus fragt ihn, was hast du getan? Dort die Menschen, die so hassen. Er deckt ihre Sünden auf. Und das wollen die nicht. Das wird zu viel. Was hast du getan? Und dann fragt Pilatus am Vers 37, du bist dann über ein König? Jesus sagt, du seist reich, ich sehe ein König. Ich sehe, du hast geboren. Lesen wir? Hör mal. Ich sehe, du hast geboren. Und an der Welt gekommen, dass ich für die Wahrheit anstehen soll. Wer dort mit der Wahrheit hält, hört nicht mehr. Dann springen wir eben bei Kapitel 19, Vers 14. Das sagst du in Kapitel 19, Vers 14. Und dort wird der Tag vor dem Passafast. Als sie reut mir zum Fast, ungefähr Klock 12 ab Mittag. Und er sagte den Juden, kick, das ist jün kann nicht. Und sie überschrien, weich mit arm, kriezigt arm. Und Pilatus sagte an, soll ich jünen kann nicht kriezen? Und der Hohepriester sagten, wir haben keinen König, bitte den Kaiser. Und schließlich gab Pilatus am Hahn, dass sie am kriezen können. Sie nehmen Jesus, sie nehmen am und leden am Weih.
Luther in Apostelgeschichte Kapitel 4. Lest wie wo Petrus und Johannes wahrscheinlich dieselben Menschen gebracht werden. Die werden vor den jüdischen Rut gebracht, wie sie ein Mann, der von Geburt an Lohn gewas wir geheilt haben und von Jesus gepredigt haben. Und dann seht Petrus, voll vom Heiligen Geist, sagt die Bibel an, voll vom Heiligen Geist an, Apostelgeschichte 4, Vers 8 bis 12. Er sagt, die Volkslehrer und die Ältesten in Israel. Wenn wir von der von dort gute Werk sollen Rechenschaft geben, wodurch des Mann als gesund geworden, dann soll je alle und auch alle Mann in Israel weiten, dass durch Jesus Christus von Nazareth, seinen Namen, den je kreuzigten, und den Gott vom Tod abwürgt, steht des Mann hier vor jünd gesund. Dit ist der Stein, den je Bühlid verschmeiten, der zum Eichstein geworden ist. Und du hast auch in das keinem Radung, wie es uns Menschen als unter dem Himmel das kein Namen gegeben, durch den wir kann, seilig vor. Liebe Geschwister, du hast das keinem Radung, bitte Jesus Christus, durch den wir kann, seilig vor. Gleich wie dort. Den Herrn sein Engel sagte Josef damals, den sollst du Jesus nahen. Wir sei was sein Volk von ihrer Senden raten. Der meiste von seinem Volk nehmen Arm nicht einmal an. Jesus will gekommen, um nicht bloß die Juden zu raten, aber alle Menschen von ihrer Senden zu raten, die arm glauben wurden, die arm annehmen wurden. Und wir sind in dieser wunderschönen Weihnachtszeit, dieser Adventszeit, wo wir an Jesus Christus denken können. Nicht als Baby im Grablein, aber als Jesus, Radar, Heiland, Erlöser, Gott mit uns. Liebe Geschwister, haben wir das auch persönlich erfahren? Freuen wir uns, dass Jesus Christus uns unsere Sünden ganz aufdecken wird, sodass wir die Sünden anbringen können. Haben wir das auch persönlich erfahren? Oder euren wir uns noch über an? Gott hat uns so sehr lieb. Er hat alles getan, um den weichtretenden Gott reut zu machen. Wir machen und am Glauben, am Annehmen, unsere Sünden am Bringen, in der Sinne Vergebung freuen.